Hi, everybody, and happy Sunday. Glad to have you here again. And if there are some new faces maybe around, hi, I'm Merit. I'm the face behind Butzy. I'm a knitwear designer and co-organizer of the Swiss Yarn Festival. Swiss Yarn Festival was last weekend. That's why there is my last episode is 2 weeks ago, and I promised you to not forget to make some photos and videos. And yesterday I uploaded a little recap of the Swiss Yarn Festival. It's in my shorts, so maybe you like to watch it. The festival was amazing. It was so good to see so many old friends, to make new friends, to meet people from around the world. I talked to a lady from Chicago. She is making holidays, but she made a loop so she could also join the festival. And also some from Finland, Spain, Portugal, all over the world. And of course, I went a little shopping as well, and I got also many presents. Before I forgot, in the background is my Misty Mountain sweater, and I think it's the most sold pattern from the weekend, and this makes me happy because I love it very much, this pattern or this design, and it showed me that not only me love it, also the visitors from Swiss Yarn Festival liked it so much to get the pattern. That's cool. For me, it started already on Wednesday before the festival. In the afternoon, I picked up Trellis from the airport, and she stayed in my house all the days. And on Thursday morning, we set up the places for the booth because the vendors, they came at 12. And in the morning, I also picked up, I think the first one was André de Castro from Portugal, and together with Madeleine and her friend from the airport. Then a little bit later, I picked up Nara from Knitlex, our broadcaster, together with Soraya Jedranitz from Amsterdam. And at 12 o'clock, the vendors came or started to come one by one to set up the booth. And on Thursday evening, we had our bowling party, and it was so much fun. Especially, maybe check the Swiss Yarn Festival account on Instagram, because, or also in my short you see, but in the Swiss Yarn Festival account there is a reel just dedicated to the bowling evening, and this little strange thing, or not little, huge strange thing, is very present in this reel because it's my pom-pom fail, but it's quite a nice haircut.
don't you think? And in my recap, there are many photos with this one as well. It was really, really funny with it. And all the 3 days, it was somewhere at the box office, and people took it and made some happy, funny photos in front of our selfie wall. Yes, I'm sure you would like to see what I got home. I have 3 bags full of goodies, and maybe I can't show you everything today, but all the rest who doesn't fit in today, I will show you next Sunday, because I think each of these babies or beauties deserve enough space and not hurry, hurry, hurry. I got also some food and beverage drinks as a present. So this I can't show you anymore because I don't know why, but it magically disappeared, or better said, we eat and drunk it already. One of a very, very beautiful surprise, it was a bottle of white wine from Italy. One of my test knitters, her Insta account is Claudia Knitting Nana. She came all the way by car from Italy to the Swiss Yarn Festival. It took her with 2-3 little misleadings, around 6-7 hours, and but it was so nice to see her. And the white wine she brought me was from her region, and it was really delicious. Thank you, Claudia. Grazie mille. And Anna Swolsöckli brought me some German beer, and it's gone already because even my husband likes this kind of beer. Thank you for that. Okay, so let's see. I take now a bag, get in and take out what comes, and will explain it to you. So, and yes, for first to show you, this bag is a present from my dear friend Madelicious from Rotterdam. Madeleine, she is coming to help us every year at the Swiss Yarn Festival, and she is amazing. She's doing such a great job with preparing the workshop rooms and take care of the teachers. She's the best. Thank you, Madeleine. So, the first I grab is also the first I bought. It's yarn from Brazil, and I show you the name because I'm sure I just will say it totally wrongly. Fios da Fazenda. Hopefully it sounds how it should. And this is, where it is, 100% La Corriedale. Here you see. And I learned it's behind this company is a young couple, and they have their own sheep, and this is the yarn
from their sheep. They also hand dye merino silk, different bases, but I was really into what comes from the farm. And I think the colors are amazing. And even Butzy Jr. thought, hey mama, these are the best colors you got. Looking forward, doesn't know what I will make with them, but I'm sure the inspiration is coming. And yes, I will keep you posted. So then let me grab something else. Oh, that's only some photos, some real photos. And that was funny because one of the vendor, Wolle 7, she had a vintage photo box at her booth. And then you could go there and dress up and make some funny photos. And of course I did. So yeah, let me show you. This was a present from Filipa Carneiro from Portugal. She was teaching at the festival, and it's nothing to eat, but for a little bit of wellness after the festival. And it smells extremely delicious. It's orange verbena, a massage soap. So maybe I should bring it to the bathroom and not leave it in the bag. So let me take another bag to make it a bit, but you don't know what's in the bags. So let me see what's coming out here. This was a present from Herr von Strick. He was exhibiting together with Neustadt Gas 13. It's a small yarn shop from Winterthur. And Herr von Strick, Marcus, got he bought from wait quickly. He bought the whole lot from one farmer, one sheep herd all together, and it's really 100% Irish wool. It's 100 grams with 300 meters, and he got it was also washed by hand without let me see, without any chemicals inside, and it's also spun locally in Ireland. And he gave me enough to knit it up held double, and of course this will become one day a sweater, a bit oversized probably. And I see quite a nice winter sweater you can wear instead of a jacket. And now it's quite a bit scratchy, but I could feel
he was wearing a sweater as well, made from this yarn. And when it's washed, it really blooms up and gets nicely softer. Never as soft as cashmere, but nice and soft. So, sweater. And it's like Christmas. Wow. Oh, this one. Do you know what it is? It's from my friend Ines Cortesi Design from Portugal. And this is a hook you can make on your shirt and then put your yarn here inside to knit Portuguese style. And it's quite good. Remember, I should practice. From our vendor Seiden Atelier, she came to me on Saturday or Sunday morning and gave this little package to me and said, look, I give you now a bouquet of flowers, but you have to crochet it by yourself. And it's a little kit with plant dyed 100% silk minis in very, very beautiful colors. So, and the green. And now I can make such a little flower chain to decorate my studio. Thank you, Christine, for that. And I got from Bodolina. Bodolina Astrid is from Germany, and she makes really the best knitting needle cases. And I got the one, this one calls knitting needle case to go. So here you can put in, I put now only my 40 centimeter circular needles inside, but you can fill in also here some DPNs or crochet hooks, or if you have the interchangeable, you can put here your needle tips in, and here is quite much more space for so many little things. And here you have a zipper bag where to store stitch markers, scissors, whatever you need. So, and this is hand-dyed felt she used. And I got also one, because this I was really in need for. I got one for my sock needles, DPNs, in the back for the 20 centimeters and in the front for the 15 centimeters. Now I just have to run through the whole house and to get together all the needles, which are, I think they are always running away from me. So they are really in the whole house, and if I catch them,
they come directly here. Ha! Yes. So now I will change to Swiss German. All other stuff I brought home from Swiss Yarn Festival I will show you next Sunday, because now I need to retell everything, and I'm still very tired, so it's better to stop here and to do everything in Swiss German as well. Otherwise I will forget for sure the most thing. And so I hope you enjoyed. I hope you go to watch my short, and let me know, and I hopefully see you next Sunday again. So have a beautiful week and see you soon. Bye. Hallihallo, heute zusammen und schönen Sonntag. Es ist ja jetzt schon wieder 2 Wochen her, seit meiner letzten Episode. Aber natürlich, weil ja in der Zwischenzeit noch das Swiss Yarn Festival war und ich dort wirklich keine Zeit hatte, auch keine Stimme, um euch eine Episode aufzunehmen. Ich habe mich langsam ein bisschen erholt, noch nicht so ganz, aber die Augenringe sind doch ein bisschen besser geworden. Es hat ein paar Geisterfotos von mir herum, aber naja, that's life, so ist es halt. Ich hoffe, ihr, die gewesen sind, euch hat es gefallen. Ihr habt euch auch gut erholt und geniesst jetzt eure geretteten Schätzchen vom Swiss Yarn Festival daheim. Ich habe, wie versprochen, wirklich mir Mühe gegeben, nicht zu vergessen, Fotos und Filmlist zu machen. Ich habe gestern dann ein Recap mal aufgestellt auf Instagram und aber auch da, einfach in den Shorts rein. Kannst du es anschauen und kommst so ein bisschen einen Überblick über. Dort ist ein Element stark vertreten. Das ist mein gefehlter Bonbon. Aber weil er in die Hose ist es irgendwie umso lustiger gewesen. Und als Perücke macht er sich sensationell gut, außer dass man ihn einfach heben muss, weil er sich selber nicht hebt auf dem Kopf. Und wenn du auf dem Swiss Yarn Festival Account gehst schauen, siehst du zum Beispiel ein Reel von der Bowling Party, wo der Bonbon, der Opfer hätte, auch eine sehr wichtige Rolle gehabt hat. Oder auch eben in meinem Recap hat es auch immer wieder Fotos mit anderen Personen drunter. Und das ganze Wochenende ist er irgendwo in der Nähe von der Kasse gelegen. Und da haben die Leute dann zum Teil geschnappt und sind vor die Selfie-Wand hin und haben Fotos gemacht. Das war mega lustig. Hinter mir ist mein Misty Mountain Sweater. Ich würde sagen, das ist das Wochenende wirklich die beliebteste Anleitung gewesen. Und das freut mich natürlich mega. Und jetzt kann ich ihn endlich mal zeigen. Ich habe ja in letzter Zeit immer von ihm erzählt, aber ich konnte es nicht aufhängen. Und das Coole war natürlich auch noch, das ist an der Modeschau mitgelaufen. Und ich habe sogar die Modeschau gesehen, dank der Ruth vom Glattfelder und Journalistin sind wir es zusammen anschauen, und so bin auch ich einmal in den Genuss gekommen, um die Modeschau von A bis Z zu schauen und natürlich eben auch mein Design gesehen, so auf dem Catwalk, und das ist mega cool.
Dann, ja, wollt ihr natürlich sicher wissen, was ich alles heimgebracht habe. Ich habe 3 volle Taschen mit heimgenommen. Ich habe nicht alles selber gekauft. Ich habe auch viele Geschenke bekommen, was mich mega gefreut hat und auch herzig ist. Und habe jetzt vorhin im englischen Teil habe ich es einfach so gemacht, ich habe in eine Tasche gelangt und habe irgendetwas rausgenommen und habe erzählt, was das ist oder woher und warum. Ich werde sicherlich nicht alles, was ich heimgenommen habe, also heute euch zeigen können. Aber ich werde am nächsten Sonntag dann weitermachen, weil einerseits, wenn ich alles zeigen würde, geht es viel zu lang. Und zweitens, die Schönheiten, die da mit mir heimgekommen sind, ich finde, die haben jeder darf seine Aufmerksamkeit haben und über jeden gibt es irgendwie etwas zu erzählen. Darum will ich nicht einfach nur zeigen und weglegen, sondern auch etwas sagen dazu. Dann habe ich auch Essen und Trinken geschenkt bekommen. Das kann ich nicht mehr zeigen. Das ist einfach ganz komisch verschwunden. Stroopwafels und Schöckeli, die sind gegessen. Dann habe ich eine Flasche italienischen Weisswein bekommen von einer Testleserin von mir, von der Claudia Knitting Nana auf Instagram. Sie ist ganz alleine, hat sie den Weg von Italien da rauf in Kauf genommen. Sie hat schon gesagt, sie hätte noch 2, 3 Umwege gemacht, aber sie war irgendwie 6, 7 Stunden mit dem Auto unterwegs und ist gekommen und hat mir den Weisswein aus ihrer Region mitgebracht und ich habe es mega herzig gefunden und es war so cool sie kennenzulernen, weil sie hat jetzt doch schon ein paar Design für mich testgelismet und es ist einfach schön, wenn man dann jemanden so auch persönlich kennenlernt. Leider wir sind beide irgendwie ein bisschen aufgeregt gewesen und wir haben vergessen, ein Selfie zu machen zusammen. Aber wir haben jetzt uns gegenseitig versprochen, dass wir dann das nächste Jahr dafür 3 machen. Dann hat mir Annas Wollsöckli deutsches Bier mitgebracht, das Tanzäpfle. Sehr fein, danke vielmals. Und auch das kann ich nicht mehr zeigen, weil das hat sogar mein Mann noch gern. Und hat mir das eine oder das andere schon gestohlen, wollte ich noch sagen. Okay, aber dann fangen wir doch an. Das erste, was ich vorhin gezeigt habe, sind die 2 Schönheiten. Und zwar ist die Wolle von Brasilien. Das ist, ich weiß nicht, was La Corriedale für eine Schafrasse ist, aber das muss wirklich eine einheimische brasilianische Schafrasse sein. Und hinter dieser Firma ist ein junges Bärli, das auf einer Farm lebt. Sie tun auch andere Wollqualitäten, also wie Merino oder Merino-Seiden einfärben. Aber da ist eben speziell, das ist von ihren eigenen Schaf und auch dort gesponnen und alles und gefärbt natürlich dann auch von ihnen und das finde ich natürlich mega spannend und mein Sohn hat also auch gefunden, das sind die 2 kühlsten Farben, die ich heimgebracht habe. Ich finde es mega cool und bin gespannt, was ich daraus machen werde. Ich kann es euch noch nicht sagen, aber ich werde es sehen. Und sie ist ein bisschen räuchlich, aber nur ganz, ganz minim. Ich denke einfach, dass so eine Spur räucher oder natürlicher nach wie eine Merino Superwash. Und bin dann gespannt auch, wie sie ist, wenn sie das erste Mal gewaschen wird. Dann habe ich von Markus, vom Herr von Strick, habe ich
ein paar Strängli bekommen von seiner Wolle. Die hat er, also ist 100%ige irische Wolle. Die hat er dann gekauft, und zwar das ganze Lot von einer Schuhe von einer Schafherde. Und die kann man einzeln oder natürlich auch doppelt verlismen. Es ist 100 Gramm mit 300 Meter. Und es ist halt schon es ist eine ehrliche Wolle, es ist eine rustikale Wolle. Sie ist aber, ich habe sie ja gern. Ich finde, sie ist jetzt schon sehr angenehm in der Haptik. Aber ich weiss, weil er hat einen Pullover angehabt und der war schon gewaschen, doppelt verlismet. Und nach dem Waschen ist es auch wieder der Effekt mit aufblühen und sie wird weicher. Sie wird definitiv weicher. Er war so ein lieber Kerl und hat mir genug geschenkt, dass ich mir so einen oversized Pulli machen kann, doppelt verlismet Wolle. Und ich stelle mir so einen richtigen coolen, fetten, schönen Pulli vor, Winterpulli, wo man einmal anlegen kann, anstatt eine Jacke, wenn man jetzt nur schnell in den Coop muss etwas holen. Kommt gut, denke ich. Ob ich die Reihenfolge drin habe, wie ich es im Englischen gemacht habe, weiss ich nicht mehr. Aber ich glaube, jetzt ist das da gekommen. Nehme ich mal an. Und zwar, das war auch ganz lustig. Die Wolle 7 hat eine Vintage-Fotobox an ihrem Stand gehabt. Und da ist dann wirklich eine richtige Foto rausgekommen. Ich habe dann zuerst gemeint, ja gut, das spielt es mir aufs Handy oder weiss ich was. Ich habe das noch nicht gekannt. Auch ich. Aber nein, da kommst dann wirklich, ist so im Prinzip von Polaroid, wo dann zing, zing, gerade sofort rauskommen. Und sie haben es auch cool gemacht mit dieser Wand hinten dran, wo sie die Wollknäuel angehängt haben. Und haben ein paar Sachen gehabt, wo man sich auch für jedes Foto neu auf eine Art wie verkleiden. Hat Spass gemacht und wirklich eine coole Idee gewesen. Dann ich glaube am Samstag oder am Sonntag am Morgen ist Christine vom Seidenatelier zu mir gekommen und hat mir ein Päckchen in die Finger gedrückt und hat gesagt, schau, da ein kleiner Blumenstrauß von mir, aber du musst ihn selber häkeln. Und sie hat mir so ein Kit geschenkt für eine Blumenkette. Das ist die Anleitung. Und natürlich mit pflanzengefärbten, 100%igen Seide in einer super schönen Farbe. Und ja, jetzt muss ich dann irgendwann einmal Blümchen häkeln, die ich dann aufhängen kann oder da an meiner Babe als Ketten anlegen. Aber ich habe mich so gefreut ab dem herzigen Blumensträußchen. Das war eine ganz schöne Überraschung, vor allem am Morgen früh. Dann habe ich ein Geschenk bekommen. Das hat mir Philippa mitgebracht im Auftrag von der Ines Costa Design. Die Ines habe ich das letzte Jahr in Porto kennengelernt und wir haben es lustig miteinander während dem Festival in Porto. Und das ist ein Strickpin, den du als Tisch machen und dann Portugiesisch lesen kannst. Weil da tust du ja die Wolle dann durch den Pin laufen lassen oder auf den Haken einhängen und tust es so lesen. Und
ja, es ist wahrscheinlich ein friendly Reminder, dass ich einmal wieder ein bisschen üben Portugiesisch lesen. Mega cool, mache ich doch gern. Und dann die liebe Astrid von Bodolina. Ich finde, sie macht die wirklich besten Liesminadeln-Taschen. Dort, ich habe ja schon eine heimgenommen von München, aber jetzt sind nochmal 2 dazugekommen. Und zwar einerseits die da mit handgefärbtem Filz für aussen und innen durch sieht das so aus. Da hat man ganz viele grosse Fächli. Ich habe jetzt hier mal meine Boni 40er Rundnadeln da. Da hat es aber auch zum Beispiel Platz, dass ich die Sockennadeln rein tun oder ein Höckli oder Nadelspitzen von den verschraubten Rundstricknadeln. Und da hinten hat es noch ein Reissverschlusstäschchen, wo man dann so Kleinzeugs tun kann, wie ein Scherli, Maschenmarkierer, die Stiftchen zum Anziehen bei den Rundstricknadeln. Mega cool, passt auch natürlich in jede Liesmi-Tasche oder Handtasche. Wunderbar zum Mitnehmen. Und was ich unbedingt gebraucht habe von der Bodolina, ist die auch selber gefärbte, also von ihrer Hand gefärbte Filz. Aber das ist halt einfach wirklich genial. Jetzt haben meine Nadelspiel endlich ein Zuhause. Da hinten für 20 Santis. Und der ist ein bisschen fehl am Platz, aber der passt auch hier. Aber das wäre jetzt eigentlich für 15er. Da ich doch mittlerweile 15er für gewisse Sachen gelernt habe schätzen, wird auch der Vorrat ein bisschen grösser. Und jetzt ist es so, dass ich einfach noch mal ein bisschen im Haus auf Jagd gehen muss, weil die Sockennadeln, die verteilen. Ich habe das Gefühl, die rennen mir immer irgendwie davon und machen Versteckis im ganzen Haus. Aber jetzt, sobald dass man wieder eine über den Weg kumpelt, zack, ab ins neue Zuhause. Yes. Genau. Ich glaube, das wäre es für heute. Nächsten Sonntag zeige ich euch dann noch die restlichen Schätzlis. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntagabend. Danke fürs Schauen. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Und einen wunderschönen guten Start morgen in die neue Woche. Und ich hoffe, wir sehen uns am nächsten Sonntag für den zweiten Teil wieder. Also, ich wünsche euch eine gute Zeit und bis dann. Ciao zusammen.